You've grown strong. Let us settle this here and now, Lord of Calamity. I swear, we'll finish this! I will devour all this hatred! Not done yet! Stop struggling! Give up your fight. I will end the world's sadness. I have to end it! Arthur's forgotten maxim! Don't despair, no matter what! Spoken like a true hero. It's what you told me once, long ago. On the day of the opening, Velvet, the Arthur you knew, died that day. It was always there, in the back of my mind. If only it hadn't been Celica and my son who were killed that day. If only it had been you two instead. I thought the same thing, so many times. If it had been us, then I know you would have fought to save the world for us. It's true. I wanted to save everyone. Such a pity. Goodbye. It's over. I'm hungry. I'm hungry. Hungry. I'm hungry. I'm hungry. No, it's not over yet. I'm hungry. I'm so hungry! His power is running wild! No one is keeping his power in check anymore! This is bad! We still have time to kill him! Wait! I'll do it. I endured it all, even though I was scared, even though it hurt. I know. I drank that gross medicine. I stopped myself from doing what I wanted to do, eating what I wanted to eat. I tried so hard. Why won't you give me this? I hate you! I hate you, Velvet! Laufey said, you tried really hard. But you don't have to fight anymore. It's time for us to rest, Laufey. Velvet. Velvet, what are you doing? So that's it.
Velvet will let Innominat devour her forever, with her forever devouring him in return. She will seal him while keeping him alive. An infinite contradiction. A perpetual cycle of destruction. Velvet, you can't! You and I are part of Innominat, V. If he dies, both of us will die too. I dug my own grave. But you... I don't care about myself! I'm not scared of dying as long as I'm with you! Good. Then die. But only after eating, living, doing everything you want to in life. I really am horrible, aren't I? Just a selfish failure of a human being. But despite all that, you still saved me. With your unwavering kindness and strength. I didn't do anything. Velvet, you were the one who... Fee, you must have seen it during our travels. Humans spend their lives in constant struggle. That's why they end up making so many mistakes. Even my poor brother. That's why I'm asking this of you. Please live. I was the cause of so much chaos and destruction. Help the world I ruined. Help people like me. Help the weak. This is my last selfish request. That's not fair! I'm truly sorry. It's okay. I forgive you. Velvet, I love you. Thank you. I love you too. Fee. Huh? For her to seal an Empyrean all by herself. Humans contain more surprises than I expected. Relax. These are the 4 elemental Empyreans. Now you show up. Pretty irresponsible if you ask me. You were mistaken. Without Innominat, the balance of our power will crumble. The elements will clash in violence and ruin. The world will take millennia to recover from the destruction. No! To save the world from destruction, a new Empyrean is needed. A Malak of great strength and indomitable will. I'll do it. I'll be your new Empyrean. Hold on a second, Laphicet. You can't just... Let's hear him out. You are part of Innominat. You're not lacking in strength. But the question here is one of your intent. Just what do you wish for this world? What will you bring unto its denizens? I want people to have another chance. A chance for them to right the wrongs born of their fallible spirits. To give those who dream of flying the time they need to rest their wings. So that in their strength, their weakness, their cruelty, their kindness, these imperfect humans will one day stretch their wings toward the horizon. Make your dream a reality, young Empyrean. My gift to the world! The Silver Flame!
We're really back on the ground. The Dragon of Light! Good grief. Velvet's recklessness rubbed off on him. Hasn't it, Laphicet? Huh? Is that really Laphicet? But how? That is his Empyrean form. It's also proof of his determination. Like an oath? Yes. Do I frighten you now, Eleanor? Not at all. You've matured into a fine man. So was that flame your true power as an Empyrean? Demons. Malevolence. Did that fire get rid of it all? No. I'm still very much a demon. This silver flame has the power to cleanse a soul of its malevolence and change a demon back into a human. But it doesn't have the power to change people's hearts. It just gives them another chance at life. Isn't that right? Sorry. Looks like my sins run too deep to fix. That's fine. It's a part of who you are, Rokuro. You're still a softie, aren't you? Well, that's just great. Huh? Most of the exorcists are wiped out, but the evil and chaos in people's hearts lives on. Gonna be tough going from here on out, folks. Yes, it will. Even still. Humanity will never lose its hope, or its prayers for a better future. Well said! The Malakim have free will again. Some may even lend you their aid to help create this ideal future of yours. I will spread the word. This world is now under the protection of the Empyrean Laphicet. Would you mind not calling me that? I don't think it really fits who I am now. I guess you're right. That was Velvet's name for you. Okay, what should we call you then? Call me by the name Eleanor gave me. One who lives. That's what Laphicet means. Translated into the ancient language. It's Nautelus. Alter Schwede, hey, was für ein geiles Ende. Ja, irgendwie war es ja klar, schon wegen der Silberflamme und so, dachte ich mir so, Moment mal, in Cestiria hat Layla die doch einen von Nautilus bekommen und dann, ja, war es tatsächlich so. Der kleine Vieh ist erwachsen geworden und jetzt, ja, trägt er den Namen Nautilus. Alter Schwede, was für ein Ende, was für eine ganze Geschichte, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt ansetzen soll und das Ganze, ja. Innominat war auf ewig mit Velvet quasi, ja, verschlungen quasi, ewiger Zyklus. Insofern eine eigene Verbannung, interessant. Wir haben jetzt gar nicht gesehen, wohin da eigentlich verbannt wurde, oder sprich beide. Weil auch in Cestiria, wir haben nirgendwo eine Kammer gefunden, wo stand kein Zutritt und so weiter. Von wegen, ja, sind halt auf ewig und auf immer und ewig quasi dort verankert. Aber insofern, wenn man überlegt, beide leben noch. Rokuro theoretisch auch, ist ein Dämon, damit eigentlich unsterblich. Die anderen meisten, die wurden dann so zurückverwandelt, okay. Heißt das vielleicht, die leben zu Zeiten von Cestiria auch noch? Also Rokuro, ja, vielleicht auch nicht. Velvet, Innominat garantiert.
Heißt das vielleicht, es gibt sogar mal ein Berseria 2 oder so etwas, was nach Zestiria angesiedelt ist? Wenn Zoray ja quasi aus dem Schlaf erwacht ist, oder? Mit Nautilus oder halt jetzt hier Laphicet quasi die Erde gereinigt hat komplett, es auch keine Drachen mehr gibt und so weiter, aber dann doch irgendwie halt Innominat wieder aufersteht und so. Tja, wer weiß, wa? Innominat, ob wirklich Laphicet ist, ursprünglich oder nicht, es sieht jetzt doch nachher aus, gut, ich meine, Arthur war auch zu schlimmen Taten fähig, um seine Ideale durchzusetzen. Von dem ist er auch tief gefallen. Und bei Laphicet darf man nicht vergessen, er hat im Prinzip fast 12 Jahre lang gelitten an seiner Krankheit. Nachher natürlich ein Kind ist, so etwas verändert ein Kind aber halt auch. Und daher nochmal die 3 Jahre da quasi als Innominat oder Smalak wiedergeboren und so. Was wir noch nicht gesehen haben, war, wie kommen die Malakim überhaupt zu ihrem Namen als Seraphim? Ich meine, sogar Zavida hat sich als Seraph vorgestellt in Zestiria. Da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Und was Aeson betrifft, der ist auch noch kein Drache hier. Und ja, generell wegen Hirte und Herrscher des Unheils und so weiter. Naja. Was man ganz kurz hinaus möchte, beide Spiele, Zestiria und Berseria, kann man durchaus vergleichen, haben natürlich ihre Unterschiede. Welche? Ich meine, anfangs Velvet, Zoray zu Beginn waren sich doch ziemlich ähnlich. Sie hatten beide ihre eigene Heimat, ihre eigene Familie, ihre eigenen Träume. Beide haben sich komplett unterschiedlich entwickelt. Zoray wurde zum Hirten, wollte für die ganze Menschheit einstehen und dementsprechend noch ihre Fehler ausbügeln und hat gegen Heldalf gekämpft, den Herrscher des Unheils. Aber wie wurde Heldalf erschaffen überhaupt? Klar, er war kein guter Mensch, er hat Kamlan, was übrigens hier sein muss. Der Tempel steht da und Nautilus auch, der wird sich nicht wegbewegen. Also das wird wohl Kamlan sein, was wir in Zestiria kennen. Was ist das gerade für eine Zwischensequenz mit Aeson und von Ifrit? Seltsam. Ja, was wollte ich gerade sagen, genau. Heldalf hat ja Kamlan verraten und so und wurde danach verflucht. Er wurde zum Herrscher des Unheils. Aber von wem wurde er verflucht? Vom Hirten Michael, vom Vorgänger von Zoray. Der Hirte hat in Zestiria also den Herrscher des Unheils erschaffen. Warum? Aus egoistischen Gründen. Er hat sich verraten gefühlt und er wollte Rache. Deswegen hat er Heldalf verflucht. Und in Berseria jetzt? Da war es ebenfalls ein Hirte, der den Herrscher des Unheils erschaffen hat. Ja, unser guter Artorius, Arthur, wie auch immer, er hat Velvet verflucht und sie wurde zum Herrscher des Unheils. Aber er hat es nicht aus egoistischen Gründen getan, sondern zum Wohl des Ganzen. In Berseria hat es der Herrscher des Unheils gewonnen, in Zestiria der Hirte. Aber unabhängig davon, wer gewonnen hat und wer verloren hat, finde ich diesen Aspekt wirklich sehr interessant. Beides Male, der Hirte verflucht eine Person, einen Menschen, und erschafft dadurch den Herrscher des Unheils. Aber jeweils aus unterschiedlichen Gründen. Einmal zum Wohle der Gesamtheit, zum Wohle von vielen, und einmal zum Wohle eines Einzelnen. Also, ja, Egoismus kann man sagen, ist im Prinzip der eines Einzelnen. Jetzt die große Frage, darum hat sich bei Serie auch ein bisschen gedreht, was ist wichtiger? Das Wohl von vielen, sag's anders, das Wohl eines Einzelnen oder wenigen oder aber das Wohl von vielen? Tja, wir wissen es von Zoray, er hat die Antwort gefunden, scheiß drauf, das Wohl von allen ist wichtig. Egal ob es ein Einzelner ist, ob es viele sind, ob es wenige sind, das Wohl jedes Einzelnen und aller gemeinsam, es ist einfach, wie ich finde, gleichbedeutend. Weil jedes Schicksal interagiert mit anderen Schicksalen, hat unterschiedliche Auswirkungen, die du gar nicht absehen kannst. Und das soll es auch gar nicht, das gehört zum Leben dazu. Und deswegen ist es ja eigentlich auch umso wichtiger, dass man sich um alles, ja, nicht nur um sich selbst kümmert und auch nicht nur um alle kümmert, sondern halt wirklich, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, wa? Also ich quasi sage, nee, das ist jetzt das Beste für die Gesamtheit der Menschheit. Wenn sich einige davon stören, ja, scheiß drauf. Nee, es soll wirklich jedem und der Gesamtheit dienen. Aber das ist halt schwierig. Wenn man quasi auf Egoismus macht, die ganze Welt vernichten oder Bosheit stürzen, wie es Heldalf wollte, ja, ist ja kein Ding.
Gut, wobei, hey, die ganze Welt in Bosheit stürzen. Hier waren es Arturius als Hirte mit Innominat. Zwar nicht das Chaos stürzt, also Chaos, ja, nee. Eben nicht, was wohl eine Ordnung reinbringen, aber dafür halt alles unterdrücken. Ja, super. Das ist jetzt die Antwort, oder was? Und von dem her, Zoe hatte, Zoe hatte eigentlich zuerst ja auch für sich gekämpft. Und dann natürlich für seine Freunde und am Schluss eigentlich für die Gesamtheit. Also hat er im Prinzip den Wandel durchzogen. Velvet mehr oder weniger auch. Sie hat zuerst wollten sie nur ihre Rache, ihre ganz persönliche Rache. Dann hat sie herausgefunden, dass ihre Schwester wiedergeboren wurde als Malak. Sie hat diese absorbiert, dann kam Vieh dazu. Und dann die Freundin getroffen hat. Klar, sie hat immer wieder gesagt, ja, wenn ihr stirbt, ist mir scheißegal und so. Oder lasst euch zurück, ich muss da alleine gucken und so weiter und so fort. Aber das stimmt natürlich alles nicht, ihr könnt alles vergessen, Freunde. Also. Am Schluss nochmal gesehen, Velvet war nicht egoistisch. Also zumindest nicht in dem Sinne egoistisch. Oh, der kleine... Warte mal, die Locke. Wollen wir uns verarschen? Ah, das wäre, was wäre... Ich habe gerade überlegt, hä? Ja, was wäre wenn? Ja, das sind die ganzen Was wäre wenn Bilder. Vielleicht sind das die Träume von beiden. Deswegen sehen wir hier ständig Velvet und Laphicet. Schrägstrich Innominat, ich weiß aber. Vom Wesen her und so hat er doch... Ich meine, er hat auch in den Situationen als Laphicet gehandelt, was gar nicht mehr nötig war. Und insofern... Alter, Velvet, Laphicet und der kleine Vieh, keine Ahnung, wie er dann für den Namen getragen hätte. Mautelus, der Kleine wurde zum Mautelus. Ja, leck mich am Arsch. Also mich ein bisschen wundert, hier hat er echt die Kraft gehabt, Silberflamme die ganze Welt, wusch. Klar, die Herzen Menschen ändern geht nicht, oder? Quasi derjenige, der kein Dämon mehr sein will und quasi eine Lektion gelernt hat, wird zum Menschen, okay. Okuru war eine Ausnahme. Von den Drachen wissen wir auch, das sind Ausnahmen. Obwohl es ja bei Cestiria X ja möglich ist, Drachen zu läutern, ne? Weil Zoe macht sich alleine, macht sie mit seinen Provisoren, also quasi mit Alicia und Rose zusammen. Ja, Cestiria X ist ein bisschen anders als das Spiel Cestiria. Mir persönlich gefällt es auch besser als Cestiria das Spiel selbst, aber ist ein anderes Thema. Und damit, Freunde, sind wir am Schluss angelangt von der Hauptstory zu Tales of Berseria. Einem epischen Ende, einem epischen Bild. Wir sehen, ja, wen sehen wir überhaupt? Im Hintergrund da wieder Laphicet, also Vieh eigentlich. Mautelus, Entschuldigung. This is not the end of chaos. It is the beginning. Mankind will go on fighting without end. Just as they did. People will still spread their wings to seek the horizon. Just as they did. For every laugh, there will be tears. But the hate they may
touched by love. This world is cruel and unforgiving. Hey, come on. Even the gods themselves don't know what the future will bring. Nevertheless, I will always believe in them, Velvet. In humanity, both strong and weak. In humanity, both fearsome and kind. The day will finally come when your dream becomes reality. Until then, I will kindle a flame within me, burning strong and bright. And I will live! Yeah! Mautelus gibt im Himmel High Five! Ja, schön. Es weiß aber immer noch nicht, wie Aeson zum Drachen wurde, verflixt zugenäht. Also, ich weiß es selbst schon, weil ich es mittlerweile nachgelesen habe, aber ich hätte mal gehofft, dass es hier irgendwie eine Erklärung gibt. Also, ich meine, bei Cisteria gab es dann ein DLC, mit Alicia und so, Alicias Geschichte quasi. Es wäre eigentlich geil, wenn es irgendwie so was wie Aesons Geschichte noch gäbe. Und Etna, ja, das wir die vielleicht noch sehen, vermutlich ja weniger. Zum Abschließen des Spiels, ich kann es jetzt dann speichern, später landen. Jo, gerne. Natürlich machen wir das als Part, wollte ich gerade sagen, als Teil Nummer 100. Ja, Freunde, das war die Hauptstory. Natürlich ist das Let's Play noch lange nicht vorbei. Es fehlen noch ein paar entscheidende Dinge, die ich machen will. Und zwar, ich glaube, es gibt sowieso noch irgendwie einen Bonus-Dungeon, den es eigentlich immer gibt. Ja, gerne. Neues Spiel Plus, ja, natürlich auch cool. Genau, das fehlt von dem her noch. Spielabschlussdaten. Ja, machen wir Spielabschlussdaten, wa? Ein schönen Sternchen, ist das geil. Natürlich einfach schade, in meinem Nautilus, Laphicet hier total episch und so, eine ganze Entwicklung. Was passiert in Cisteria? Wir sehen ihn mal kurz, oder? Wissen, dass er auf einer Bosei quasi selbst übernommen wurde. Wie er Layla die Silberflamme übergeben hat, die Macht, keine Ahnung. Er konnte sich selbst offenbar nicht mehr läutern und dann Heldalf, damit ihm amatisiert ist, wer das geschafft hat, keine Ahnung, gegen Laphicet, also gegen Nautilus Willen. Aber, was mir gerade mal so auffällt, war natürlich, seine Stimme ist ja komplett anders in Cisteria und auch im Anime. Ja gut, 1000 Jahre später, das muss ich auch erwachsen, also körperlich erwachsen worden, versteht ihr? Aber Etna sieht ja genau gleich aus wie nachher. Aber dachte eigentlich immer, wäre noch ein kleines Mädchen da, aber offenbar ist die älter, als man ihr Glauben schenken mag, ja? Faszinierend. Ja klar, ist die Expedition zurück, ich glaub's auch. Das Level ist cool. Das will eben noch viel. So, ich schick's mal rauf. Wir gehen wieder raus, Freunde, weil... Was soll ich hier drin noch? Wir haben einen Kampf gehabt und so weiter. Kommen wir eigentlich jetzt schon zum Bonus-Dungeon, oder? Warte mal, ich geh jetzt mal hier hin. Ja, aber irgendwo müssen wir jetzt ein Bonus... Oder muss ich ein neues Spiel... Nee, Quatsch, neues Spiel Plus. Hä? Bin ich jetzt doof? Und kann ich das gleich von hier aus in die betreten?
Ja, im Bonus-Dungeon gibt es noch. Dann fehlt mir, glaube ich, noch eine Side-Quest mit Savida, wenn ich ehrlich sein soll. Wegen Kampf gegen Drachen und so weiter. Wohl gegen den Kämpfer ist eine andere Frage. Aber gegen Savida wird es sicher noch einen Kampf geben. Oh, hier ist eine Truhe, die wir ganz gesucht haben. Und die Cameo-Battles fehlen ja auch noch, wa? Noch erwähnt habe von früheren Tales of Spielen. Wie war denn das bei Cestiria? Gut, die Hexeninsel. Die war, glaube ich, auch kurz vor Kamlan erreichbar. Also verfügbar wohl eher. Hä? Crazy. Ein bisschen seltsam, war. Ja. Das ist mir gerade egal. Drüben ist noch was. Nein! Oh! Oh. Okay, danke. Na gut, stimmt, die sind natürlich alle so schwach, ja. Oder auch nicht. Ne, nicht alle. Scheiße. Ja, ich kann man mal ein bisschen schlau machen, wenn man zum Bonus-Dungeon kommt, weil hey, ich hab's jetzt abgeschlossen. Neues Spiel Plus wäre auch Quatsch, wenn ich das machen muss. Dann muss man von vorne anfangen. Ja, wenn wir noch ein bisschen schlau machen, was noch alles zu tun gibt. Weil ein paar Dinge müssen es eigentlich schon noch sein. Wenn ich jetzt noch hier bin, was ist denn... Und ist eine Ebene weiter oben oder was? Da oben ist es, wa? Moment, das machen wir gerade direkt noch. Ich würde sagen, muss sein, ist egal, auch wegen Länge und so weiter. Super, jetzt kommt das Teil schon wieder. Ja, der empirische Thron, wo später Kamlan stehen wird. Ich hätte gefallen, einfach mal zum Nautilus, ey. Alter, epische Wandlung, am Schluss ist so, yeah, High Five! Und Faust gemacht. Das war aber auch krass. Das ist ein Händler. Nee, kann nicht sein, oder? Moment, haben wir es gleich? Das sind nicht die Imperia, oder? You're the ones who liberated us from Innominat's domain, right? I want to thank you for all that you've done. You really don't have to do that. I was just acting in my own interests. If any Malachims still get in my way, I won't hesitate to devour them. Hey, hold up! Most of us are under the influence of Innominat's power and have been robbed of our free will. The majority of Malachim are too afraid of malevolence to even go near humans. Before Innominat's interference, we were a peaceful people. That doesn't matter to me. We get what you're saying, but if we go easy on anybody, then we'll be the ones who get killed. If you truly want to protect your friends, you'll have to stop us by force. Wouldn't you agree that having free will means choosing the path you believe in? I suppose you're right. And that's why we too will work toward the future we desire. In order to achieve a perfect fusion of human and Malak power, the Abbey gave Armadi a physical form. Specifically, they're vessels embedded with a formula that can manipulate mana. They call these objects divine artifacts. Is that what that bow is? Yes, this is one of the divine artifacts. We've decided we want to pass on the knowledge behind the divine artifacts and Armatization to future generations. Why would you want to do that? Armatization is dangerous. We want to enable humans and Malachim to coexist. What? In its current form, Armatization is a one-sided process, allowing a human to exploit a Malak's power. But imagine if humans and Malachim could armatize with mutual awareness and consent. It could provide just the edge our people need to battle the great forces who seek to harm our world. Like the Lord of Calamity, you mean? Well, do what you want. It's another potential for the future. Yes. But I have one warning for you. The divine artifact intended for Innominat is already complete. You know what that means, don't you? Artorias himself will use the divine artifact to armatize with Innominat. For the good of the future, we'll pray for your success in battle, Lord of Calamity. Das war eine epische Erklärung. Die göttlichen Artefakte kennen wir. Der Bogen, der Wasserbogen, oder? Ja, muss der sein aus Cestiria, oder? Krass. Oh nein, ich wollte jetzt gar nicht. Scheiße.
So, kann ich einfach fliehen? Offenbar nicht so einfach. Ja. Mein Natur hat natürlich ein Schwert. Es hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem von Layla. Aber wirklich, das ist bezweifle ich ein bisschen. Ich müsste sagen, das 5. sein, weil eigentlich gibt es ja pro Element gibt es ja 1. Gut, es gibt ja auch ein neutrales Element, wa? Weil es ja auch einen neutralen Imperial gibt, von dem her. Ach, ich weiß auch nicht, Freunde. So, die Frage, wo eben da der Zugang, vielleicht gibt es ja auch eine Art Hexeninsel, keine Ahnung. Wobei, da waren wir schon. Ne, muss noch irgendwie einen Bonus-Dungeon geben hier. Und auch eben wegen den Cameo-Battles noch und dann eben das mit Zavida und so. Muss mal gucken, ob man das freischalten kann, weil dann Cameo-Battle, da bringe ich was gehört von wegen, das muss hier sein. Das könnte ich eigentlich jetzt schon machen, also jetzt, ich meine, bevor ich da überhaupt so das Spiel einmal durchgespielt habe. Aber das haben wir jetzt und daher, ist eine gute Frage, wa? Finden wir schon noch raus, Freunde. Finden wir schon noch raus. In diesem Sinne mal vielen Dank fürs Zusehen hier beim epischen Abschluss der Hauptstory zu Tales of Berseria. Aber keine Sorge, es geht hoffentlich weiter. Soweit ich weiß wie. Bis dahin, tschüss.